Es ist Fasnacht in der Schweiz und auch wir sind verkleidet als seriöse Polizsendung. Das heutige Thema: 13. AHV-Rente, ja oder nein? Und Rentenalter 66, ja oder nein? Also wirklich hochkomplexe Themen, die wir hier diskutieren. Darum brauchen wir ein bisschen Fachexpertise. Darum sind wir heute auch hier an der Luzerner Fasnacht. Weil hier haben wir Leute, die wirklich draus kommen bei diesen Themen. Mein Name ist Sandro Schotz. Willkommen zu der Barena. Wie läuft's? Wie geht's? Streng, heute bin ich am Leiden. Achtung, be real time. Be real. Guten Nachmittag miteinander und herzlich willkommen, liebe Näherinnen und Zuschauer hier zu Hause. Ich hatte auch schon meinen ersten Gast bei der Fasnachts-Edition der Barena. Das ist Serena aus Luzern. Stimmst du dann auch ab wegen der 13. AHV-Rente? Ich würde wahrscheinlich Nein abstimmen. Ja oder nein? Ja. Schon. Bringen. Was würden Sie machen mit dem zusätzlichen Geld? Ja, versaufen oder was nicht. Was meinst du zu der 13. AHV-Rente? Soll man da Ja oder Nein stimmen? Also ich habe mich nicht damit befasst, weil ich werde nie alt. Ich komme nicht aus, habe keine Ahnung über das. Ja, dafür. Schon dafür. Wieso dann? Weil ich das Gefühl habe, das ist eine gute Sache, wenn wir die Zukunft unterstützen müssen. Zukunft, aber das ist ja nicht Zukunft in dem Sinn. Das sind ja dann die Alten, oder? Ja, genau darum. Ja. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. Versaufen sie ja gleich noch. Vielleicht für unseren Wagen müssen wir vielleicht dazu Shop fahren. Ja. Weißt du, für kulturell oder so. Also 12 lange, 12 AHV-Renten. 12 würde anlängen. Den 12 geben wir in die Fasnachtskasse. Und jetzt ein Rentenalter 66, was sagen Sie dort, dass die Leute mal ein bisschen länger arbeiten? Ja, das ist gut für die Jungen. Die sollen ein bisschen länger arbeiten, die werden auch älter. Das ist ein bisschen das Konzept. Alles, was sie dafür sind, profitieren sie. Aber die Jungen müssen mehr zahlen und mehr machen, oder? Genau. Ja, sie wollen das so. Das wette ich nicht, weil Arbeiten tut meinem Äußeren auch nicht unbedingt gut. Du würdest du gerne bis 66 arbeiten, oder ist das zu lang? Kein Fall. Finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Warum? Ja, weil ich denke irgendwie jetzt schon mit, was ist es jetzt, 65? Ist schon schwierig, oder nicht? 65 Uhr ist gut. Ja, ich will nicht noch länger arbeiten. Ja, sonst arbeiten wir dann irgendwie bis 70 und was hat man dann noch von seinem Leben? Nichts. Wie sieht so dein pensionierte Leben aus? Wie stellst du das vor? Ich denke, ich chille sie einfach weiter. Ja, ein bisschen im Haushalt mithelfen. Staubsaugen. Ich habe Staubsaugerprobe gemacht. Also ich würde hoffen, dass ich wenigstens noch ein bisschen etwas machen kann, was mir Spass macht. Vielleicht ein, zwei Kollegen noch haben, die da sind. Und ich Hast du das Gefühl, mit 65 sind sie alle tot, oder wie? ja, weiss nicht, wenn man sich zu Tod massackern, vielleicht schon, ja. Wie würdest jetzt du die AHV sanieren als König der Schweiz? Indem was man die Alten ein bisschen dezimiert und nur die richtig saufen, weiterleben. Weil dann haben die automatisch viel Geld zum Saufen und das ist das, was ein Spritkönig braucht. Oder? Leute, die trinken und betrunken sind. Hast du schon mal einen AHV-Test gemacht? Ich bin AHV-positiv. Was wäre ein gutes Alter zum Aufhören zu arbeiten? Ganz ehrlich, 55. Eigentlich, alle würde sagen, zwischen 58 und 60. 70, 75? Ja, ich sagen, ja. Rentenalter 23 wollte ich, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Ich würde sagen, etwa 78. 78? Ja, gut. Für was steht AHV? Alters- und Vorsorgerente oder so etwas. Alters- und Rentenvorsorge oder irgend so etwas. Alters- und Hinterlassenenvorsorge. Okay, du hast den Shot definitiv verdient. Trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, Brüderlein, trink, zieh deine Stirn nicht so kraus. Heide den Kummer und... Oh! Mein Appenzeller ist ausgeleert. Scheisse. Schade um den Schnaps. Es ist schade um den Schnaps. Darf ich fragen, was ist Ihre Verkleidung heute? Gar keine. Weißer alter Mann, nein. Wie stehst wie stehst du so zu der AHV? Ja, die Fische, die brauchen keine AHV. Wenn ihr mal pensioniert sind, wie stellt ihr euch das Leben vor? Nicht verschmolzen. Ja, und sonst wäre dann nachher noch ein Rüebli, das wäre ja auch nicht schlecht. Ich bin absolut verwirrt. Ich rede mit Fischen und Schneemännern, es wird mir langsam ein bisschen zu bunt. Bist du auch ein Fisch? Nein, ich bin ein Drache.
Politisch pointiert und differenziert, so kennen sie die Luzerner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Jetzt wollen wir aber wissen, wo ihnen sonst noch so der Schuh drückt. Und für das schalten wir jetzt raus zu unserer Aussenreporterin, der Cena Colada. Bitte. Wir machen jetzt einen Realitätscheck an der Luzerner Fasnacht, also quasi ein Feldstudie. Wenn du jetzt ein Gesetz könntest erfinden, was wäre das? Dass man Hühnchen nicht am Dienstagmorgen schlachten. Sie hat mich geklärt. 365 Tage Fasnacht. Die 5. Jahreszeit ist einfach ein Hit. Wir auch für Kängurus und einfach ein Recht dafür, dass wir auch hier auf der Welt sind und als Junge eine Zukunft haben und so. Ja. Seit 2022 in aller Munde. Wenn du jetzt ein Gesetz genau jetzt in die Welt könntest setzen, was wäre das für ein Gesetz? Have fun. Es reicht. Coole Maus. Dass alle Freude haben an der Fasnacht und dass es wirklich für die ganze Schweiz etabliert wird, dass man 5 Tage hat, an denen man feiern kann und einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Pfefferminzlikör statt was ich trinke. Fröhlich sein, nett zu den Leuten, ein Kügelpastetli von Luzern essen, auch ein bisschen eins Laffo, in Walliser Titsch, gehört dazu und alte Leute treffen. Ja, wir sollen einfach durch die Welt durchfliegen mit einer wunderbaren, angenehmen und wunderschönen, was auch immer, Moment. Super neue Gesetzesvorschläge hier von diesen Fasnächtlerinnen zu Luzern. Ich gebe zurück zu dir, Sandro Schutz. Ja, ich würde sagen, es ist glaub, wirklich jetzt von dieser Arena. Vielen Dank, Cena Colada, auch für die Umfrage vorher. Wir sagen Tschüss und schreibt doch schnell bei uns in die Kommentare, wo wir als nächstes herkommen sollen mit unserem absolut professionellen Arena-Studio. Es hat extrem viel Spass gemacht. Ich brauche jetzt eine Dusche. So, tschüss zusammen.